Ja, grüß euch beinand und einen Sack Grischgurken. Jetzt Kasperl. Hey, Leute. Ja, ich weiß nicht gar nicht so richtig, wie es anfangen soll, dieses Video. Ich bin in Bizarro World aufgewacht, glaube ich, heute. Es ist, die letzten paar Tage waren so wild und ich habe so viel Meinung und so viel zu sagen und ich werde die Hälfte wieder vergessen. Ich habe euch im Hintergrund, ihr seht das wieder, was mitgebracht von Steven. Denn, hey, Leute, die Fanblast-Nummer geht weiter und die brave Mädchen-Nummer wird offensichtlich nochmal thematisiert. Das kommt hier hinten, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Ich habe hier bei der Fanblast-Geschichte nach den ersten paar Minuten den Kopf an die Wand geschlagen und gedacht, Steven, wie kann man denn so fürchterlich naiv sein? Ah, come on, mach mal. Davor haben wir noch andere Dinge. Der große Friedenspräsident hat mal wieder Krieg angefangen, aber ist jetzt auch schon wieder nichts Neues mehr. Ich habe was mitgekriegt, wo ich mir wirklich gedacht habe, jetzt ist es komplett vorbei. Ne, jetzt haben die Leute den Rest ihres Spatzenhirns komplett in Gully runtergeschossen. Denn, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, ob ihr wisst, was die BAFTAs sind. Ne? Die BAFTAs sind wie die Bambis nur in England. Ne? So mit tiefen Zähnen. Ich keine Ahnung. Und bei diesem Event war ein Film nominiert, der hat, glaube ich, dann auch Preis gewonnen. Ich bin mir ganz sicher, es ist mir eigentlich relativ wurscht. Ne? Darum geht es nicht. Es geht darum, was da passiert. Also es geht um diesen Film. Der wurde von jemandem gemacht, der unter Tourette-Syndrom leidet. Na, ihr kennt das, diese Leute, die diese Ticks haben, können sich unterschiedlich auswirken. Ne? Manchmal sind es nur so körperliche Dinge, manchmal machen die so komische Geräusche. Bei einem gewissen Prozentsatz von Leuten ist es allerdings halt so, dass die unkontrolliert Profanitäten in den Raum blasen, was manchmal, sagst du, es ist manchmal fürchterlich komisch ist, aber manchmal auch fürchterlich unangenehm und peinlich sein kann. Das ist natürlich eine Belastung für diese Menschen, weil die nicht normal durchs Leben gehen können. Ne? Jeder, den meisten von euch wird hier Gewitter im Kopf ein Begriff sein. Der Jan von Gewitter im Kopf ist ja leider Gottes letztes Jahr recht plötzlich verstorben. Ich fand den sehr sympathisch, den Typen. Die haben da einen YouTube-Kanal drum gehabt, der hat ja auch Tourette gehabt und der hat das mit irgendeinem Hirnschrittmacher in den Griff gekriegt, anscheinend, größtenteils. Auf jeden Fall, es ging genau darum, ne? Also, man sagt ja mal, es hier an dieser ganzen Vogue-Ideologie ist nicht alles schlecht, ne? Wenn man dann wirklich sagt, man lebt dieses Inklusive und dieses Antidiskriminierende und dieses Miteinander tatsächlich so, wie sie es ja predigen, dann ist es ja gut. Dann kann so jemandem wie diesem Menschen eine Bühne geboten werden, auf der er praktisch auch Menschen aufklären kann. Denn ich glaube auch immer noch sehr, sehr, sehr viele Missverständnisse zu dieser Krankheit herrschen. Und es wichtig ist, dass da jemand einen Film gemacht hat, der mehr oder weniger über sein Leben ist, seinen Weg, seine Probleme im Alltag und wie das sein Leben beeinträchtigt und belastet hat und dergleichen. Ne? Und wie es trotzdem offensichtlich geschafft hat, ein erfolgreiches Leben zu führen, das darin gipfelte, im größten Moment seines Lebens, wo er geehrt werden sollte für diesen Film. Jetzt ist aber das Problem, diese Leute können nicht kontrollieren, was ihnen, ne, was sie sagen, ne? Um YouTube nicht zu verärgern und weil ich den Begriff N-Wort bescheuert finde, aus diversen Gründen, werde ich Nougat sagen, ne? Okay? Vollkommen wertfrei. Ich habe einfach ein anderes Wort mit N da reingepackt, damit ich nicht N-Wort sagen muss. Das war das Erste, was mir eingefallen ist.
Ne? Irgendwer wird es auch wieder offensive finden. Ist mir in dem Moment aber vollkommen wurscht. Also, die Nougat-Situation bei den BAFTAs. Es sind zwei schwarze Prominente gekommen, um einen Award anzusagen, zu vergeben. Keine Ahnung. Die meisten Leute von euch, die es nicht mitgekriegt haben, werden jetzt schon merken, wohin der Hase läuft. Dieser Typ, der diesen Film gemacht hat, der unter dem Tourette-Syndrom leidet, ne? Hat dann laut Nougat und andere Profanitäten in den Raum gerufen. Die zwei Gentlemen, die da vorne standen, haben das äußerst professionell geregelt. Man hat ihn kurz, wirklich Bruchteil einer Sekunde sind ihm ganz kurz die Gesichtszüge entglitten. Dann ist das professionell weitergemacht worden. Es ist vorher, vor der Veranstaltung aufgeklärt worden. Hey, wir haben hier diesen Film. Der Typ, der ihn gemacht hat, ist hier. Der leidet unter diesem Ding. Ne? Der kann sein, dass hier Dinge gesagt werden oder passieren, das ist so und so begründet. Der hat dieses Syndrom. Danach hat man auch nochmal gesagt, hey, ne, dieser Mann hat sich da in dieser Situation so sehr geschämt, dass er die Veranstaltung verlassen hat, frühzeitig, damit sich die anderen Leute nicht schlecht fühlen. Am größten Abend seines Lebens. Und diese inklusiven, wir müssen allen Leuten, Betroffenen zuhören, dies und das, Leute, gehen ape shit im Internet über diesen Mann. Und zwar aus allen irgendwelche No-Names auf Tiki-Tockety auch, ne? Aber auch große Namen, die nicht begreifen, die immer noch sagen, ja, nee, aber der hat ja, also was sagt man ja nicht, wenn man nicht. Doch, wenn man dieses Ding hat. Betroffene haben das beschrieben als, das ist, diese Ticks kannst du nicht unterdrücken. Das ist wie wenn du starken Niesreiz unterdrückst. Das geht nicht. Und dass es oft Dinge sind, die auch durch Nervosität entstehen. Ja, Nervosität macht das schlimmer, Angst macht das schlimmer. Und ich nehme stark an, dass das höchstwahrscheinlich eine der stresshaftesten Situationen in seinem Leben war, da zu sitzen. Und diese Leute haben keinen Filter. Das ist, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein bisschen so ist wie, kennt ihr das, wenn die Leute in absolut unpassenden Momenten sich denken, oh fuck, hoffentlich lacht jetzt niemand und dann selbst in so eine Lachspirale kommen und da bei der Beerdigung stehen oder sowas. Das gibt's. Diese Leute wissen das, können nichts dagegen tun. Ne? Und das, glaube ich, einfach potenziert mit 1000. Kann ich mir so vorstellen. Ich habe Gott sei Dank kein Tourette. Aber ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass der da sitzt, die kommen da und der denkt sich, hoffentlich sage ich nicht Nougat. Und in dem Moment, in dem dieser Gedanke in seinem Gehirn entsteht, formt sein Mund, ohne dass er was dagegen tun kann, bereits das Wort. Und diese ach so inklusive, wir müssen alle auf ein bisschen aufeinander Acht geben und jeder Mensch bla 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 hin und her, dieses und das. Ne? No one is illegal on stolen land. Die ganzen Gratis-Mut-Arschlöcher gehen apeshit und kacken diesen Mann, der sich ja auch nicht wehren kann dagegen, im ganzen Internet an. Und behaupten, stellen das so hin, als wäre er Eric Cartman aus dieser South Park-Folge, wo es genau darum geht. Ich finde es sowieso erschreckend. Wir leben in 2026 und Social Bullshit kommt um die Ecke alle paar Wochen. Und mir denkt so, Leute, South Park hat zu dem Thema vor 20 Jahren schon ein Video gemacht. Schaut euch das an, Diskussion beendet, haltet euer Maul. Nein, die Leute müssen apeshit gehen, weil wir müssen die Opfer-Olympiade weiterspielen. Wenn jetzt jemand da ist, der das Potenzial hat, aufgrund einer Krankheit, eines Syndroms, wo er nichts für kann,
das Potenzial hat, einen höheren Opferstatus zu genießen als man selbst, wird die eigene Meinungshegemonie bedroht. Dann ist man nicht mehr das ärmste Opfer auf der Welt, dem alle zuhören müssen und dem, ne, dass man nicht kritisieren darf, sondern gibt es jemanden, der noch schlimmeres Opfer ist. Das darf nicht sein. Deswegen wird diese Person torpediert und angegriffen, damit man bloß seinen kleinen Platz auf dem Podest nicht mehr verliert, der einen schützt vor jeglicher Kritik, weil man im Notfall immer sagen, du bist Ism. Ne? Und währenddessen, während man dieses tut, benimmt man sich genauso wie diese Leute, die man über Jahre hin vorgeworfen hat. Ihr bigotten, bla bla bla, Diskriminierung hier, dies, das, Ananas. Und diese Doppelmoral kotzt mich auf einem Niveau an, dass ich euch überhaupt nicht in Worte fassen kann. Das ist Winkler-esque auf ganz hohem Niveau. Und ich krieg, ganz ehrlich, als ich das mitgekriegt habe, ich gedacht, das kann die Wahrheit nicht sein. Und ich bin so fürchterlich wütend geworden, weil ich mich noch an Zeiten erinnern kann, in denen jemand, der so offensichtlich, äh, so offensichtliche, krasse Doppelmoral an den Tag gelegt hat, einfach auf seinen Platz verwiesen wurde. Ohne weitere Diskussion. Ne? Da wurde dann kurz erklärt, das und das ist Fakt und deswegen hast du hier ganz gewaltig die Schnauze zu halten und den Ball flach. Und jetzt hockst du dich dahin, ne? Hältst dein Maul und lässt immer andere Leute reden. Not so in 2026, it doesn't go that way. Fuck. Okay. So viel zu der Thematik. Das nächste, was mich fürchterlich wütend macht, und da brauche ich jetzt eure Unterstützung dazu. Wie gesagt, ey, das ist der größte Teil, das kleine Drittel von dem Video, geht es nochmal um diese Fanblast-Nummer und danach kommt gleich das Funkstatement zu Brave Mädchen. Und dann geht nochmal Fanblast, Alter. Das hören wir uns jetzt an. Ich werde da jede Menge Meinung dazu geben, Leute. Ich bin richtig on fire. Und, langes Intro. Hockt euch her, jetzt haben wir mehrere. Ja, jetzt zeige ich Halbe auf. Stark bleiben, Leute. Wir gehen an einer. In Ding. Da ist er. Wunderbar. Ich hatte ja vor einigen Tagen über eine Fanblast-Creatorin berichtet, die ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat und ein... Übrigens zu dem Thema, ich werde es jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Also ich werde es im Laufe dieser Reaction wahrscheinlich doch dann nochmal alles... Aber es ist nicht notwendig, aber empfohlen, mein letztes Video zu dem Thema anzugucken, wo ich auf Steven reagiert habe vor ein paar Tagen, um den Kontext besser begreifen zu können. Um es kurz zu bereißen, eine angebliche, also eine Creatorin, eine OF-Creatorin offensichtlich, also aus dem Kontext habe ich das geschlossen, die bei Fanblast angemeldet war, hat ihm shady Zeug erzählt, was alles irgendwie so nicht zusammengepasst hat, wie sie es erzählt hat. Ne? Und ich habe die Theorie in den Raum gestellt, dass hier jemand versucht, sich ein Alibi zu schaffen auf einer gewissen Plattform, um dann später hier das alles vorlegen zu können, sagen, ja, ich habe hier ich war ja offen hier, ich habe mit denen da geschrieben, bevor irgendjemand gekommen ist und die Polizei mich überhaupt im Blick hatte, habe ich schon hier mit ganz offenen Karten gespielt und ich habe damit überhaupt nichts zu tun gehabt, um sich da selber aus der Affäre zu ziehen. Und so was ich bisher in den Kommentaren gelesen habe zu dem Video, stimmt hier mir da größtenteils zu und ich habe wirklich mir gedacht, okay, das wird jetzt sicher auch an Steven herangetragen werden, dass da also ganz brutale Logiklöcher in der Geschichte drin sind, die die Frau da erzählt hat. Und dann habe ich mir gedacht, wird der sich nochmal hinsetzen und nochmal überlegen, was hat die mir verzapft? Und dann wird ihm vielleicht so eine Epiphanie kommen und er wird sich denken, ich war gespenstisch naiv. Ich glaube, die haben ja angelogen, Digga. Nee, das ist nicht, was passiert ist, Leute.
Prepare your anus, let's go. Insider-Informationen verraten hatte. Nachdem ich das Video veröffentlicht hatte, kamen hier bei dem einen oder anderen noch ein paar Fragen auf. Bei dem einen oder anderen mag vielleicht 1 oder 2.000 Fragen aufgekommen sein. Auf die ich hier einmal in erneuter Rücksprache mit der Creatorin eingehen möchte. Oh nein. Oh Mann. Ja, erneute Rücksprache. Wie gesagt, keine Ahnung, wenn die Geschichte schon so viele Löcher hat. Ich frag doch dann auch einen Rainer Winkler nicht. Keine Ahnung, wenn ich den jetzt treffen würde. Also rein hypothetisch, ich gehe in die Wirtschaft und da sitzt er am Tresen und ich hocke mich hin und sage, hey Rainer, wie schaut denn das aus? Du. Erzähl mir doch die Geschichte nochmal damals, wo du als Handwerker gearbeitet hast. Ich habe da ein paar Sachen noch nicht ganz verstanden. Und der fängt dann an und dann setze ich mich hin. Leute, wo ich da reagiert habe auf diese Bärchenleaks, ich habe jetzt mit dem Rainer nochmal geredet. Der konnte ja da einiges aufklären. Ne? Der hat, also, so wie der mir das jetzt erzählt hat, klingt das alles fürchterlich plausibel. Ich kann das nicht mehr, Leute. So gab es ja die Situation, dass sie nach dem Raw Bubble Video nichts mehr auf Fanblast gemacht hat und daraufhin Fanblast selber mit einem Bild von ihr einen Status gepostet hat, um zu suggerieren, dass sie weiterhin dort aktiv ist. Wie gesagt, dass das passiert ist, klingt jetzt nicht abwegig. Ne? Also, dass die dann sagen, hey, wir nehmen inaktive Accounts, wir haben ja deren Daten, ne? Und unser Geschäftsmodell ist ja zu posten auf deren Nacken, also auf deren Account und so zu tun, als wären wir die, das ist unser ganzes Ding. Dafür haben die Leute bei uns diesen Account gemacht, das machen wir einfach weiter. Natürlich, ne? Das ist nicht das, was ich kritisiere. Das kann ich mir vorstellen, dass das gemacht wurde. Ich kann mir auch vorstellen, dass die seitdem da nichts mehr gepostet hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die sich gedacht hat, ich habe diesen Fanblast-Account und der hat jetzt im letzten halben Jahr, aber bevor dieser Skandal gekommen ist, aber auch schon wirklich nice Kohle abgeworfen. Den zu löschen wäre jetzt wirklich eine sehr drastische Maßnahme, vielleicht. Ne? Let's go to the Winchester, have a pint and wait for this whole thing to blow over. Vielleicht zieht das ja vorbei. Und ich kann dann danach mit meinem Fanblast-Account vielleicht ein bisschen weniger, aber immer noch wieder Barren passiv generieren. Und deswegen halte ich mir den mal warm. Ne? Der kommt mal auf den Stuhl. Ne? Das ist der Pullover, der auf den Stuhl kommt. Ne? Der ist noch nicht dreckig genug für die Wäsche, aber er ist auch nicht mehr sauber genug für den Schrank. Ne? Der kommt auf den Stuhl und dann schauen wir mal. Und was du hättest tun sollen, liebe OnlyFans-Creatorin, die bei Fanblast war und dich da kennenlernen will, ist, wenn du tatsächlich vollkommen unvorbereitet davon getroffen wurdest und angewidert warst, ob der moralischen Abgründe, die sich dort aufgetan haben, hättest du, ich verlange nicht mal, dass du das schmutzige Geld zurückgibst, ne? Aber dann hätte er sagen können, oh, Digga, mit den Leuten will ich gar nichts zu tun haben und der Account tut es wieder gelöscht, ne? Und, ich glaube schon auch, dass da Möglichkeiten gibt, das zu verzögern. Ich habe das mal mitgekriegt bei The Zone, glaube ich. Da habe ich es schon mal erzählt. Die haben dann einfach, ich habe irgendwann mal The Zone Probeabo abgeschlossen, damit ich mir ein Eishockeyspiel anschauen konnte oder ein LFL-Spiel oder so. Und als ich das wieder kündigen wollte, bin ich bei denen auf der Homepage gegangen und dann geht es auf Kontoeinstellungen. Die ganze Homepage funktioniert einwandfrei. Neue Abos abschließen, funktioniert einwandfrei. Ich hab's getestet, Digga. Funktioniert einwandfrei, aber die haben einfach den Reiter deaktiviert, wo du auf deine Kontoeinstellungen gehen kannst, um das Abo zu beenden. Ne? Den habe ich dann eine E-Mail schreiben müssen, zu sagen, hey Leute, so nicht, hiermit gekündigt, ich erwarte von euch nicht mehr weiter belästigt zu werden, sonst turn up. Ne? Aber auch das ist wohl nicht zu viel verlangt, wenn man monatelang abgecasht hat, dann festgestellt hat, oh, oh Wunder, dieses Geld ist nicht einfach aus dem Kosmos entstanden, so. Das ist nicht einfach, weil ich es mir beim Universum bestellt habe, sondern da haben Leute tatsächlich richtig echt hart dafür arbeiten müssen. Und andere Leute haben diese Leute dann um ihr hart erarbeitetes Geld gescammt
und haben mir einen Obolus gegeben, weil sie mein Gesicht dafür benutzt haben. Ne? Und da kann man sich dann schon ne? Dann auch distanzieren und sagen, nee, die Mühe mache ich mir. Ne? Da eine E-Mail hinzuschreiben und zu sagen, im Übrigen, ich wünsche hiermit die Geschäftsbedingungen mit der Fanblast-Ding zu beenden. Ja, ihr löscht alle meine Daten. Wenn noch irgendwas von eurer Seite kommt, können wir Abendlandsbrief so schnell wie es ne? So schnell könnt ihr nicht Unterlassungsklage sagen. Fertig. Wenn man das nicht so gemacht hat, Geschmäckle. Aber ich laber schon wieder zu viel, ich weiß. Sie selber war sich nie bewusst, dazu gestimmt zu haben, dass man diese Inhalte von ihr ohne Erlaubnis verwenden darf. Das Bullshit, hey, das ist jetzt hier nicht Apple-Lizenzvertrag. Wenn du dein iPhone für 1500 Euro tatsächlich benutzen willst, musst du jetzt hier auf OK klicken. Und sagen, ja, natürlich habe ich mir 300 Seiten AGBs durchgelesen. Das ist ein Vertrag mit einer Firma, wo du echtes, hartes Geld dafür bekommst, die Inhalte von dir offensichtlich im Internet vertreiben. Pikante Inhalte. Ja? Es geht hier immer noch um OF-Creator größtenteils. Da ist dann vielleicht schon mal schlau, wenn die kommen und sagen, hey du, wir geben dir wirklich Shitload of Money und du musst praktisch nichts dafür tun. Wenn du dann schon nicht mal skeptisch geworden bist, dass du wenigstens, aber wirklich wenigstens den scheiß Vertrag, den du unterschrieben hast, bevor du ihn unterschreibst, einmal durchgelesen hast. Einfach was drin steht, so. Was machen die mit meinen Daten, mit meinen expliziten, erwachsenen Inhalten, die ich bei ihnen in dem Tresor lagere? Einfach mal so, mal durchgelesen haben. Aber es ist hier Cash in the Tash und deswegen. Und danach haben sie immer alles nichts gewusst. Ich kann ja nicht. Ich bin ja wirklich, also die haben einfach so, die haben ja zu Geld geboten, Digga, was soll ich machen? Ne? Jedoch steht in den AGB drin, ja, muss man fairerweise dazu sagen, wer liest sich sowas durch, aber in dem... Nein, wer liest sich sowas durch? Wenn ich jetzt das muss man dazu nicht fairerweise sagen. Wenn ich einen Arbeitsvertrag abschließe, der nichts anderes ist als ein Geschäftsvertrag, ne? Wo wirklich Gelder fließen. Wie gesagt, das ist nicht so, wie wenn ich hier auf der Playstation ein Game installiere und dann heißt, ja, hier bestätige, dass du AGBs gelesen hast. Dass du unsere Online-Plattform nicht nutzt, um irgendwie, keine Ahnung, der nächste Jeffrey Epstein zu werden. Hier geht es wirklich um einen Geschäftsvertrag. Und da muss man fairerweise überhaupt nichts sagen, den hat die zu lesen, Bums aus Nikolaus. Ja, und wenn die ihn unterschrieben hat, ist sie dafür verantwortlich, sämtliche rechtlichen Konsequenzen, die aus dieser Scheiße gehen, mitzutragen. Ne? Das ist nämlich die Verantwortung, die man bekommt, wenn man da unterschreibt. Man kriegt nicht nur das Geld, ne, sondern man bekommt auch gleichzeitig die Verantwortung mit. Fall wäre es wohl wichtig gewesen. Dort steht nämlich drin, dass man der Digital Blast GmbH erlaubt, den Content zu verwenden. Dort steht nämlich Folgendes geschrieben. Mit Abschluss eines Content-Vertrags wird Digital Blast GmbH in die Lage versetzt, den jeweiligen Content umfangreich für die Zwecke von Fanblast zu nutzen, es Fans und anderen Dritten zur Nutzung zur Verfügung zu stellen oder entsprechende Nutzungsrechte zu gewähren. Der Creator räumt Digital Blast GmbH daher einfache zeitlich und räumliche, territorial unbeschränkte Nutzungs- und Verwertungsrechte am gemäß einem Content-Vertrag verkauften Content ein. Ja, das halt hochtrabendes Geschwalle für ja, Digga, wir verkaufen deinen Shit an notgeile Idioten und du kriegst halt einen Cut dafür, aber du musst nur halt hier unterschreiben, dass ich deinen Shit verkaufen darf. Damit du mich später nicht verklagen kannst, weil ich Porneo-Content von dir an notgeile Idioten verkauft habe. Das ist das, also was, dieser gelb unterlegte Absatz hier ist mehr oder weniger runtergedampft, das gesamte Fanblast-Konzept. Das ist es. Ne? Da sind sicher noch 100 andere Seiten Vertrag da drinne, die alle genauso dämlich juristisch hingeschwallt sind, dass möglichst wenige Leute verstehen, aber im Grunde steht hier, wenn du uns an deinem Adult Content Business
teilhaben lässt und deinen Content mit uns teilst, geben wir dem Content eine größere Reichweite, generieren damit Geld für uns und für dich. Win-win. Du musst nichts dafür tun. Aber du musst hier unterscheiden, dass wir halt deinen Content verbreiten dürfen. Das ist das Konzept von Fanblast. Da ging es nicht darum, dass Fans mit ihren Lieblingscreatorinnen, haha, haben wir gelacht, besser irgendwie in Kontakt treten können oder sonst irgendwas. Dafür gibt's Instagram, Digga. Klar, da antworten die auch nicht alle drauf. Und jetzt ratet mal, warum. Weil es halt nicht möglich ist für einen Rezo oder, ne, also es geht ja, ich nehme jetzt einfach einen Rezo. Wie gesagt, mir ist klar, dass diese Fanblast-Sache zu 99% auf irgendwelche Borneo-Content-Bullshit abgezielt hat. Liegt in der Natur der Sache. Aber dass diese Leute halt nicht mit 200 Leuten jeden Tag schreiben können. Deswegen antworten die meistens nicht, wenn ihr ihnen irgendwelche DMs auf Instagram schreibt. Auch weil es ihnen vollkommen scheißegal ist. Das ist der nächste Punkt. Ne? Diese AGB stehen auf der Website vom Fanblast und sind für jeden ersichtlich und damit ist klar, rein rechtlich sind sie damit auf der richtigen Seite und dürfen den Content der Creator ja einfach so nach Belieben verwenden. Ja, das ist richtig. Es sei denn natürlich, wenn man sagt, oh, ihr habt hier mal so einen handfesten Skandal, offensichtlich läuft hier einiges bei euch nicht ganz koscher. Ich möchte bitte diesen Vertrag beenden. Hier ein Brief von meinem Anwalt, hier bitte alles löschen. Sofort. Ich möchte mit solchen Machenschaften nichts zu tun haben. Und da ist auch wirklich keine Ahnung, da müsstest du einen hart lobotomierten Anwalt finden, irgendwie, keine Ahnung, den Typen von Shoyoka oder so, um das zu verkacken. Ne? Da weiß dann auch Fanblast, okay, der inkompetenteste Anwalt wird das hier durchbringen, dass man hier außerordentlich kündigen kann. Ich glaube, das ist der richtige Begriff. Ne? Außerordentlich die Geschäftsbeziehungen kündigen kann. Ne? Weil ja ihr guter Ruf, ne? Kannst du sagen, mein guter Ruf würde Schaden nehmen, wenn ich weiterhin mit eurer Firma, die ja diesen riesen Skandal da hat, assoziiert werde und dementsprechend mein guter Ruf ist das, womit ich mein Geld verdiene, deswegen außerordentliche Kündigung des Vertrags. Ab jetzt wird hier kein Content mehr verteilt, hier sind sämtliche Verbindungen abgeschnitten. Das schön öffentlich machen, ne? Das wäre the way to go gewesen. Aber man hat, glaube ich, im Hintergrund schon noch ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass vielleicht doch noch die ein oder andere Mark 50 dabei rausspringen könnte, weil es war so ein schöner Goldesel, solange es funktioniert hat. Jedenfalls dann noch einige Fragen gestellt, unter anderem, ob es denn nicht möglich war, einfach den Account zu löschen, als das Raw Bubble Video kam, statt einfach offline zu bleiben. Und das sagt sie dazu. Also einmal zu der ersten Frage. Nee, ich hatte selber gar keine Möglichkeit, da jetzt irgendwie was zu löschen. Das halte ich für Stray abgelogen. Wie gesagt, dass solche Firmen da einem Stein in den Weg legen, weil die natürlich auch nicht wollen, dass hier die Ratten das sinkende Schiff in Massen verlassen und dass sie so viele Creator wie möglich da noch drin behalten wollen und es denen deswegen unnötig schwer machen, diese Accounts zu löschen, glaube ich. Aber wenn man ja wirklich angeblich so entrüstet war darüber, festzustellen, was die da treiben, nachdem man das Raw Bubble Video gesehen hat, wie gesagt, ne, beim Anwalt anrufen, wenigstens eine E-Mail hinschreiben, sagen, hey, das und das, so und so, ab jetzt alles beendet hier. Wenn ihr damit ein Problem habt, hier ist die Nummer von meinem Anwalt, könnt ihr anrufen, der erklärt euch das nochmal für Dumme, ne? Also mein Konto irgendwie zu löschen, so wie man das bei den meisten Plattformen konnte. Also habe ich halt damals gesagt, so komm, weißt du was, ich gehe einfach offline und nehme die Nummer überall aus meinem Link raus und aus meinem Telegram-Kanal, so dass sie keiner mehr findet. Ja, dass sie keiner mehr findet. Ich höre es in der Stimme, dass sie lügt, Digga. Ey, meine Meinung. Meiner Meinung nach labert die gerade hinten raus. Ja, ich habe das da rausgenommen, dass dann die Nummer keiner mehr findet. Ich meine, die paar hundert Leute, die die Nummer schon gekauft haben,
Ja. Weiß nicht, Digga. Die werden ja das Rob Bubble Video auch gesehen haben, ne? Hat auch keiner mehr in der Zeit irgendwie meine Nummer kaufen können. Also die haben halt auch nicht sowas wie eine Entdeckenseite wie andere Plattformen. Also das ist da schon ein kleiner Vorteil gewesen, dass da jetzt nicht weiter dann wie die Leute einfach abonniert haben. Genau, ich musste dann halt Fanblast persönlich schreiben. Habe ich ja dann jetzt auch gemacht. So, ey. Jetzt auch gemacht. Nice Formulierung wird sie jetzt gemacht haben, wahrscheinlich zwischen dem letzten Stream-Video und diesem. So wie sich's gerade für mich anhört. Weil die wahrscheinlich selber die Kritik mitgekriegt hat und festgestellt, ich habe aber meine Alibi-Geschichte überhaupt nicht gut durchdacht. Oh, das ist ja mal ein Winkler-eskes Lügengespinst, das ich da zusammengewoben habe, das aber beim kleinsten Wind in sich zusammenfällt, ne? Leute, ich möchte, dass das sofort alles gelöscht wird. Mein Konto wurde ja jetzt auch mittlerweile gelöscht. Ja, das hätte man damals machen können, ne? Als das rausgekommen ist. Als man so fürchterlich entrüstet war, das gesehen hat, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Dann ist sie auf die Knie gefallen und hat geschrien, warum, ich habe euch doch gar nichts getan. Ihr kennt das Meme. Ne? Oh nein, die armen Männer, die da Geld verloren haben. Nein, ich kann dann nicht mehr. Wie jetzt 5 Minuten deiner E-Mail hinschreiben, dass ich mit denen nichts... Nee, das ist ja auch nicht... Ich habe jetzt aber auch gerade noch mal Geld von denen bekommen irgendwie. Schauen, vielleicht kriege ich ja nächsten Monat auch noch Geld. Ich lasse es, bis kein Geld mehr kommt. Dann schreibe ich die E-Mail. Hatte ich allerdings halt direkt jetzt gelöscht, wo ich gesehen habe, dass da einfach Status-Postings gemacht werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal dazu gesagt habe. Aber ich konnte diese Status-Postings nicht löschen. Also ich hatte überhaupt gar keinen Zugriff darauf. Das konnten nur die von Fanblast machen, so ein Status-Posting. Ja, so wie es halt in den Vertrag stand, über den Content, den du unterschrieben hast. Ja, für den du über Monate hinweg Geld bekommen hast. Dann war ja die Frage, warum denn Medien in einem Tresor, also einer Datenbank hinterlegt waren, wenn man doch selbst mit den Leuten geschrieben hatte. Manche Leute haben es so interpretiert, dass die Datenbank dafür da war, um dort zum Beispiel Audios zu speichern, um zu suggerieren, dass man derzeit wirklich live mit der Person chattet. Ja, das ist richtig. Einen anderen Grund gibt es nicht. Stream, das Konzept, das die den Leuten verkauft haben, ist, du gibst uns Geld und wir sind die Schnittstelle zwischen dir und deiner Lieblingscreatorin, mit der du offensichtlich eine weirde Obsession hast, wo hier das mit der, wie nennt man das? Parasozialen Beziehung irgendwie apeshit gegangen ist. Ja? Also die parasoziale Beziehung ist aus dem Ruder gelaufen und du bist der Meinung, du musst jetzt unbedingt mit der Person in Kontakt treten, weil deine Seelenverwandte ist, keine Ahnung, weirder Bullshit. Ich habe bei Ofi was gesehen mit irgendeinem Psycho, der über eine Streamerin irgendwie obsessed ist. Halt auch wieder geistig ein bisschen suboptimiert und gruselig. Aber solche Leute sind auch das Zielpublikum mehr oder weniger. Dann kommt Fanblast und sagt, hey, ich kann dir Kontakt zu der Person herstellen, kostet dich ein bisschen was. Ne? Aber danach hast du direkten Kontakt zu der Person und jetzt kommt's, was die denen verkauft haben, ist Exklusivität. Das ist der Haupt-Selling Point des Produktes Fanblast gewesen. Du bekommst eine Nummer, mit der du privat mit diesen Personen kommunizieren kannst und bekommst exklusiven Content von denen im Laufe dieser Kommunikation. Denen wurde nicht gesagt, du kriegst vorbereiteten Content, der irgendwo Wochen, Monate alt ist, den 1000 andere Leute auch bekommen haben, weil dafür unterschreibt keiner, dafür bezahlt keiner, das bekommen die, also das haben die schon, das nennt sich OnlyFans, dafür bezahlen die bereits. Ne? Wenn du die jetzt nochmal extra für was anderes bezahlen lassen willst, und zwar für dieses Exklusivrecht, die Nummer von denen zu haben und exklusiven Content zu bekommen, nur für dich, dann fällt diese Argumentation komplett auseinander. Ja, also, dann brauchst du diesen Tresor, diese Datenbank nicht. Weil das ja schon Beschiss ist.
Das ist ja dann nicht mehr aktuell Exklusiv-Content von den Leuten nur für dich, sondern es ist mehr oder weniger dieselbe Scheiße wie woanders, nur dass du nochmal extra dafür bezahlen musst. Das OnlyFans DLC. Ergibt keinen Sinn. Also sogar diese dämlichen Vollidioten, deren wirklich komplett Sauerstoff unterversorgtes Gehirn, weil Blut sich nur noch in der Körpermitte gesammelt hat, sogar die checken, Moment, aber ich bezahle doch genau für das schon, das nennt sich OnlyFans, so das gibt's schon. Können wir was Neues anbieten? Und da haben die gesagt, ja, ist exklusiver Content, nur du kriegst das. Und so war es ja offensichtlich nicht. Und ich weiß nicht, wie es euer Verständnis ist. Mein Verständnis ist, wenn mir jemand sagt, hey, du kriegst das und das, wenn du mir Geld gibst, und ich bekomme dann nicht das und das, obwohl ich das Geld gegeben habe, weil ich bekomme was ganz anderes, dann ist es Betrug. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf so Scam-Online-Shops reingefallen ist. Ich bin so ein Vollidiot manchmal auch. Wollte mir so eine schöne Katzenlampe als Geschenk für meine Frau irgendwie bestellen. Und es hat ganz toll ausgeschaut. Und ich habe natürlich einfach, weil es stressig war und man musste irgendwie wieder zwischen zwei Sachen. Ja, komm, wird schon passen, ne? Normalerweise immer eingeben, dann den Shop, wenn man ihn nicht kennt, ist das vertrauenswürdig. 30 Sekunden googeln, hätten mir gesagt, fuck no, bestell das Ding bloß nicht, die ziehen nicht über den Tisch. Das Ding kam an, war billigster China-Schrott, sah null so aus wie in der Beschreibung, hat 35 Euro gekostet, Herstellungskosten 50 Cent. Ich war fürchterlich sauer, ich habe mein Geld natürlich nicht wiederbekommen, ich habe es unter Idiotensteuer abgehakt. Ja. Aber das ist halt, ich habe da was bezahlt und habe nicht das bekommen, wofür ich bezahlt habe. Und dann bin ich natürlich, ist es für mich ganz klarer Betrug. Ne? Ich bin jetzt kein juristischer Experte, so meine laienhafte Meinung aus Bauchi-Fühli raus ist, wenn ich was bezahle und nicht das bekomme, wofür ich bezahlt habe, einfach Betrug. Ne? Obwohl da gerade irgendein Teammitglied sitzt und schreibt. Ursprünglich soll es dafür aber eine andere Funktion gegeben haben. Über Fanblast wurden ja auch bestimmte Bilder und Filmchen verkauft und diese Medien konnte man in der Datenbank hinterlegen, damit man diese eben nicht immer neu uploaden muss und quasi immer griffbereit hat. So erklärte sie es mir. Ja, aber nein, ja, ich weiß nicht, Streamen, hast du zu viel von ihrem Content geschaut, während du diese Scheiße dir angehört hast, die sie da vorgeschwallt hat? Wie kann man denn so scheiße naiv sein? Ich weiß nicht, keine Ahnung, du bist ja auch keine 20 mehr. Wie gesagt, wir hatten dieses Thema, als ich über dieses TJ-Video reacted habe. Dass es Leute gibt, die wirklich, dass man manchmal von Menschen manipuliert wird und es so fürchterlich offensichtlich ist, wenn man aus dieser Trance irgendwann erwacht und sich dann denkt, was haben die zu mir gesagt? Alter, was hat die mir verzapft? Ich hab das geglaubt, wie komplett kernbehindert war ich eigentlich? Ist so vollkommen die Lulu, kommt er mir gerade vor. Die erzählt Scheiße offensichtlich. Ach ja, dann. Ja, dann, dass man halt dann auf den Content immer zugreifen kann, damit man parat hat. Ja, aber das ist nicht das, worum es bei Fanblast geht. Bei Fanblast heißt exklusiver Content. Direkter Kontakt mit dem Creator. Auch in einer Sprachnachricht. Genau, und zu dem Tresor. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt ein Video hier aufnehme und dann starte ich einen Livestream und dann lasse ich das Video abspielen und tue so, als wäre das alles Livestream. Ne, weil der Algorithmus das mag. Dann sind ein paar hundert Leute da drin und die chatten und da gibt da Traffic und Aufmerksamkeit und das pumpt den Algorithmus. Können die machen. Das ist halt blatantly obvious Bullshit und es ist halt Betrug an meiner Audience. Ne? Weil, wenn ich sage, hier ist Livestream, dann muss es live sein. Dann ist es nicht irgendwas, was ich vorher aufgenommen habe und dann mal hochlade und währenddessen sitze ich auf dem Pott und doomscroll Katzenmemes auf Facebook. Und ihr denkt, boah krass, wir unterhalten uns hier gerade mit dem Kasper. Es ist halt leichter als Creatorin, wenn du halt deine Medien, halt einfach schöne Bilder, schon mal separat, also immer parat hast, immer schön sortiert und ordentlich. Und da ich halt
ja, diese Erwachsenenfilmchen mache, die halt auch dann manchmal, weiß nicht, 20, 25 Minuten gehen, kann man sich ja irgendwie vorstellen, dass so ein Upload dafür relativ lange dauert. Das Boah, Bullshit. 25 Minuten Video, weißt du, wie schnell das abgeloadet ist? Noch dazu wollen diese Leute nicht irgendwie ein 25 Minuten Video. Wie gesagt, das kriegen sie auf OnlyFans, dafür bezahlen die bereits. Ne? Was diese Leute haben wollten, ist eine Vertiefung der parasozialen Beziehung zu dir. Das ist verkauft worden. Die Fantasie, die hatten, oh, ich sitze dann hier abends und schreibe mit der und die sitzt irgendwie in ihrem Pyjama auf der Couch und schreibt mit mir und dann schickt sie mir ein süßes Duckface-Bildchen. Ganz zu schweigen davon, dass das gefährlich ist, weil die Leute sich in Beziehungen reinsteigern, die ja so gar nicht existieren. Ne? Und der Meinung sind, sie haben da tatsächlich irgendeine deepere Connection zu den Creatorinnen. Weil man ihnen die vorspielt, damit sie mehr Geld da lassen. Ne? Weil, wie gesagt, alles andere gibt's schon. OnlyFans gibt's schon, dafür bezahlen die schon. Deswegen ist es dann praktisch, wenn du den schon in der Galerie hast und wenn ein Fan Interesse daran hat, beziehungsweise im Tresor, und wenn ein Fan Interesse daran hat, dass er diesen Film haben möchte, dass du ihm den halt auch schnell liefern kannst, sag. Nur weil der bei dir im Tresor ist ja der Upload, wenn du ihm den schickst, deswegen nicht schneller. Beißt sich ja wenig. Ne? Weil du musst ihn ja trotzdem dem Typen schicken. Ich verstehe es nicht. Man redet jetzt hier um den heißen Brei herum. Es gibt unter der Prämisse dessen, was Fanblast den Leuten verkauft hat, keinen triftigen Grund, warum diese Tresore existieren. Gibt's nicht. Ne? Das ist, also würde ich sagen, hier, ich verkaufe feinsten Wein. Ja? Ich mache eine Kneipe auf, ich verkaufe feinsten Wein. Und dann kommt irgendeiner, darf ich mal bei dir hinten ins Lager schauen? Ja, gar kein Problem. Und ich habe da tatsächlich ein paar Flaschen Wein rumstehen, so. Und dann habe ich irgendwo hinten in der Kühlung 2 große Fässer. Im einen ist Traubensaft und im anderen ist Industrieethanol. Also, ne, also so Apothekenethanol. Und dann sagen die so, was ist denn das? Ja, also rein hypothetisch könnte damit jetzt Traubensaft und Alkohol zusammenmischen und das als Wein verkaufen, so, aber das mache ich ja nicht. Ne? Trust me, Bro. Das ist schon High-Quality-Wein, den ich hier verkaufe. Und jetzt raus hier. Ich mal, ne? Also ich habe da jetzt nicht das gemacht, was irgendwie diese komischen Agenturen von Fanblast gemacht haben. Das möchte ich auch überhaupt nicht, dass mir irgendwie hier sowas unterstellt wird. Beziehungsweise, dass die Leute das denken, weil ich halt tatsächlich... Du hast Content da hochgeladen, hast einen Vertrag unterschrieben, dass die Leute mit diesem Fanblast diesen Content an ihre Nutzer, deine Fans, weiterverkaufen können. Du hast einen Vertrag unterschrieben, wir haben es gerade vorhin gesehen, in den AGB steht es öffentlich drin, wo drin steht, du gibst uns deinen Content, wir verkaufen den an notgeile Vollidioten. So. Und jetzt wirst du mir erzählen, ja, war alles gar nicht so. Ja, wie war es denn? Ja, ja, klar, ich mache so Erwachsenenfilmchen, in der Hoffnung, dass man dann damit irgendwie so eine peinliche Berührtheit in die Konversation bringt, dass nicht genauer nachgefragt wird. Offensichtlich hat es funktioniert bei Steven. Ich habe gedacht, ja, Erwachsenenfilmchen ist klar. Ja, niemand war so naiv zu glauben, dass es hier um Kochvideos geht, Digga. Damit lässt sich so viel Kohle nicht machen. Oder bei die Fische. Nachfragen, nachhaken. Ja, Moment mal, aber wenn das so ist, ich hätte gedacht, dieses, jenes. Hast du dich nicht gewundert, wo die ganze Kohle herkommt? Hast du Mathe gehabt in der Schule? Offensichtlich nicht, sonst müsstest du keine OnlyFans machen. Aber, dass du dir ausrechnen kannst, diese Kohle kann ja nicht, die muss ja irgendwo herkommen, so. Und du hast ja offensichtlich mit so vielen Leuten nicht geschrieben, das ist so wie wenn mein Chef mir am Anfang des Monats auf einmal 10.000 Euro überweist und ich mir denke,
Ja, krass. Aber ich bin besonders fleißig letzten Monat. Einwandfrei. Und weiter geht's. Ich muss doch dann denken, Moment mal, irgendwas stimmt da hier nicht. Ja. Ich irgendwie ja diejenige bin, die selber total was dagegen hat, gegen diese Agenturscheiße. Ja, genau, also zu dem Tresor kann ich auf jeden Fall nur sagen. Im Übrigen, diese Agenturscheiße, gegen die sie was hat, ist im Übrigen auch Usus auf OF. Habe ich im Rahmen dieser Handblast-Nummer auch mitgekriegt, dass das anscheinend gang und gäbe ist, auch auf OF, dass, die Nachfrage nach dem Content oft so hoch ist, dass andere Leute den Kanal mitbespielen müssen, weil es einfach für eine Person gar nicht mehr möglich ist. Weil auch bei OF kannst du ja dann für extra Kohle anscheinend dann extra Bildchen kriegen. Die sind dann aber auch nicht exklusiv. Genauso wie hier. Also die haben mehr oder weniger gesagt, hey, lass OF machen nur nochmal und irgendwie mit Scam. Also noch mehr Scam. Ist halt arbeitserleichternd, wenn du alle Medien schön, ordentlich und sortiert an einem Platz hast. Ja, aber das hast du nicht verkauft. Wenn du alle Medien schön ordentlich sortiert auf einem Platz haben willst, dann mach dir einen PH-Account, Digi. Und du die zwischendurch einfach immer wieder verwenden kannst. Und ja, zu dem Film, ich meine, das ist doch klar, dass man jetzt nicht dann da irgendwie eine halbe Stunde wartet, bis der Film hochgeladen ist, wenn man doch die Möglichkeit hat, das Ganze schon irgendwie da im Tresor zu speichern. Ja, nein, ist nicht klar. Ist nicht klar, weil das, wie gesagt, nicht das ist, was beworben und verkauft wurde. Und nee, also genau, zu der letzten Sache, nee, es hat niemand irgendwie suggeriert, dass jemand da ich ist. Also ich war es wirklich immer selber. Und ja, hatte ich ja das ein paar. Mädchen, wenn du es immer selber warst, wenn du auf Fanblast wirklich immer selber geschrieben hast, hast du das Konzept nicht verstanden. Nee, wie gesagt, also ich bin der Meinung, wer auch immer da mitgemacht hat, muss gewusst haben, was da passiert, weil ansonsten hätte das Ganze nicht funktionieren können. Das ist die Basis der ganzen Sache, dass die Creator da mitmachen. Ohne die geht's nicht. Beantwortet, warum die Medien im Tresor waren. Und keins dieser Medien wirkte auch irgendwie so wie, das ist jetzt aus diesem Moment. So, weißt du? Das ist einfach nur so Standardbilder gewesen. So normale Bilder. Und halt die Filmchen. Also ich hoffe, dass damit einige Fragen beantwortet sind. Nein! Es sind noch mehr Fragen aufgeworfen, Steven. Kann das jetzt alles glauben oder nicht, das ist jedem selbst überlassen. Ich persönlich bedanke mich einfach nur dafür, dass man auch auf die Fragen eingegangen ist und somit hoffentlich etwas mehr Licht ins Dunkle gebracht hat. Alter, wie man sich jetzt dafür auch noch bedanken kann, Alter. Naja, die hat mich jetzt hier einfach mehrfach angelogen, um sich selber ein besseres Licht zu stellen. Ich habe ihr mal eine Plattform dafür gegeben, das machen zu können, so. Danke. Wie gesagt, ich sehe das bei all den Creatoren, die nicht ihren Mund aufmachen, die Leute vertrösten, die so tun, als würden sie sich irgendwann noch dazu äußern, als nicht selbstverständlich an, dass sich dann doch, wenn auch anonym, endlich jemand traut, da etwas aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also das rechne ich ihr auf jeden Fall hoch an, auch wenn es da natürlich Leute gibt, die das, was sie sagt, nicht abkaufen werden. Das ist aber, denke ich mal, auch völlig normal nach all dem, was da über Fanblast so ans Tageslicht gekommen ist. Da sind die Leute nun mal sehr skeptisch. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Falls noch irgendwas Wichtiges in der Hinsicht auf euren Nägeln brennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann kann ich da sicherlich nochmals nachfragen. Ansonsten beobachten wir das alles rund um Fanblast einfach mal weiter. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich habe eigentlich für das Video schon auf Rendern gedrückt. Rendern ist harte Arbeit. Da hat er praktisch schon, ne, also da dann nochmal dran zu gehen, nachdem die harte Arbeit schon, das ist schon was. Brave Mädchen, Digga. Dann habe ich noch 2 Meldungen gesehen, die ich jetzt hier natürlich so kurz vor dem Wochenende noch schnell mit einschieben möchte. Und zwar hat sich zum einen Funk selbst nochmal jetzt, oder was heißt nochmal, erstmalig zum Ende des Brave Mädchen Podcasts geäußert. Unter dem letzten Video, also der letzten Folge von den Braven Mädchen, gab es nämlich einen angepinnten Kommentar und dort wurde Folgendes geschrieben. Naja, für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, ne, der Brave Mädchen Podcast ist jetzt ja
abgesetzt worden. So, man hat mehr oder weniger die erste Staffel und die letzte noch fertig gemacht, um Gesichtswahrung zu betreiben. Ne? Die Leute, die da bei Funk dafür verantwortlich waren, wollten das jetzt nicht so aussehen lassen, als hätten sie massiv reingeschissen und dann den Podcast aufgrund des massiven öffentlichen Backlashs beendet. Sondern dann gesagt, ja, nee, das hier alles ne, Hass und Mobbing. Wir machen jetzt hier weiter mit brave Mädchen. Es sind ja so Parolen noch gebracht worden. Ja, wir arbeiten an uns. Wir haben uns jetzt ein paar Monate Zeit gelassen. Dies, das, Ananas. Hier wird der Content umgestellt. Das Set haben sie verändert. Die Klamotten von denen. Es wird nicht mehr gesoffen währenddessen. Bla, 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 bla. Qualitätsoffensive à la Rainer Winkler. Und jetzt ein paar Folgen später, schön, ja, im Übrigen machen wir jetzt doch nicht mehr so mit dem. Hat jetzt nichts damit zu tun. Ja, einfach festgestellt, so passt nicht mehr, ne? Halt dein Maul einfach. Dass die Leute auch einfach nicht mehr in der Lage sind, sich für Scheiße gerade zu machen und einfach Konsequenzen zu ziehen. Dass dann der Verantwortliche bei Funk sich nicht hinstellt und sagt, hey Leute, super, keine Ahnung, wir haben vielleicht die ein oder andere Line Koks zu viel gezogen oder ich war hier mit der anderen Alten, wie heißt sie, die einen Monat lang nicht gesoffen hat und gemeint hat, das ist eine richtige Leistung. Von der Gröben oder so, keine Ahnung. Ja, mit der wild auf Speed ein Wochenende unterwegs und haben wir gedacht, weißt du, was richtig geil wäre? Nach 3 Tagen wach haben wir gedacht, ey, die beiden in einem Podcast, Digga. Das wird richtig nice, lass machen. Und das war offensichtlich eine richtig dumme Aktion und keine Glanzstunde meiner Karriere und was das über meine Zurechnungsfähigkeit aussagt, dass ich das für eine gute Idee gehalten habe und finanziert und durchgewunken. Keine Ahnung. Tut mir fürchterlich leid. Ich habe den Fehler erkannt. Ich habe das terminiert, so wie es ist. Die kriegen auch keinen Cent mehr von uns. So, das, tut mal sorry. Ne? Und vielleicht, ganz vielleicht, dass die Person auch gesagt hätte, ich glaube, ich bin vielleicht auch nicht der Richtige für den Job hier. Dann soll vielleicht jemand anders machen. Ich bin mir sicher, das öffentlich-rechtliche Pangnetz hätte ihn weich fallen lassen. Ne? Er hat vielleicht mal ein Jahr oder 2 ein bisschen weniger verdient und dann wird er wieder in irgendeine andere Position reingepackt, ne? Wo der Onkel oder der Schwibschwager oder sonst irgendjemanden kennt. Ne? Wie gesagt, das mit den ganzen öffentlich-rechtlichen Dingen, das ist eine fürchterliche Spätzelwirtschaft. Und ich kenne Leute, die beim öffentlich-rechtlichen zumindest gearbeitet haben. Ich kannte Leute, mit denen habe ich nichts mehr zu tun. Nicht deswegen, aber schon lange nicht mehr. Und ich weiß, wie das funktioniert. Ne? Wenn gewisse Leute da einen Fuß in der Tür drin haben, läuft das alles über Spätzelwirtschaft. Oder was glaubt ihr, warum? Weil jeder von euch, der mal beim Jobcenter war. Was glaubt ihr, warum das Jobcenter nicht kommt und sagt, hier, im Übrigen, keine Ahnung, beim Bayerischen Rundfunk wäre was frei? Das für Kabeltragen und dergleichen krass überdurchschnittlich bezahlt, Digga. Spesen inklusive und so. Nicer Job. Hier kannst du bewerben. Irgendeinem von euch schon mal angeboten worden? Nee, ihr kriegt hier das. Oh, wir haben hier eine Zeitarbeitsfirma. Die haben eine richtig geile Methode gefunden, um den Mindestlohn zu umgehen. Oder da kannst du dich richtig dumm schuften und dann darfst du am Monatsende doch nochmal zu uns kommen und Aufstockung beantragen. Daumen hoch. Das sind die Dinge. Weil diese Positionen öffentlich-rechtlichen gehen alle auf Spätzelwirtschaft. Alle. Die ganz wenigen, die es schaffen, sich da noch reinzuschlafen, sind lucky. Der Rest geht alles auf Spätzelwirtschaft. Und wenn ich weiß, hier diese Suki, inzwischen zwar wohnt sie in London, aber eigentlich auch in München gewohnt hat, wenn du da in München die richtigen Leute kennst, bist du so schnell beim BR, das kannst du gar nicht schauen. Liebe Community, Brave Mädchen geht nach der ersten Staffel zu Ende. Im Austausch zwischen Funk und dem Team wurde deutlich, Rahmenbedingungen und Zielsetzungen haben nicht so zusammengepasst, wie es für eine zweite Staffel nötig wäre. Boah, das ist auch wieder ein schöner Euphemismus. Das ist ja wunderbar. Rahmenbedingungen und Zielsetzungen haben nicht so zusammengepasst, wie es für eine zweite Staffel nötig gewesen wäre.
Ich übersetze. Das Publikum hatte für die durch Zwang eingetriebenen 18,36 € im Monat einen gewissen Qualitätsanspruch an öffentlich-rechtliche Rundfunkangebote. Und dieser Qualitätsanspruch ist offensichtlich nicht erreichbar, auch wenn er noch so niedrig ist. Wie gesagt, schaut euch mal an, was im öffentlich-rechtlichen gerade auf Funk aber auch so läuft. Ne? Sagen wir mal, diese Qualitätshürde, über die man da drüber springen muss, die ist jetzt nicht sonderlich hoch. Ne? Also ich würde mal sagen, Peter Dinklage springt da leicht drüber. Nee, so, der war flach. Und wenn du das nicht mehr hinkriegst, wirklich diesen minimalen Anspruch, es darf einfach nicht räudig sein, dann schreibst du halt sowas. Ne? Deshalb wurde entschieden, das Format zu beenden. Ein riesiges Dankeschön an unsere Hosts Suki und Henna für eure Offenheit und euer Vertrauen. Euer Team von brave Mädchen. Das ist aber auch keine Ahnung, wie gesagt, das hätte einem vorher klar sein müssen, dass die Zielsetzung nicht so zusammengepasst hat. Wie es eine zweite Staffel. Die Zielsetzung hat ja offensichtlich schon nicht zusammengepasst, wie es eine erste Staffel nötig gewesen wäre. Wenn man sich 2 Sekunden von dem Content von diesen Trollers auf Doggy angeschaut hat, weiß man, okay, das hat im Öffentlich-Rechtlichen nichts verloren. Keine Ahnung, ich kann auch nicht übers Wochenende fortfahren und meine Kinder zu Hause lassen, als Babysitter einen Waschbären in die Wohnung setzen, weil er gerade günstig hergegangen ist. Und dann komme ich nach Hause und die Polizei steht da und alles Ding und dann so, oh, was ist hier los? Und dann, ja, offensichtlich ist, ne, Feuereinsatz, Ding, alle sind tot. Was haben sie gemacht? Ja, ich hab gedacht, die sind ja gut aufgehoben hier mit dem Waschbären. Hey, ich nicht wissen können, dass das nicht funktioniert. Ja, das ist jetzt mal schlecht, aber ich glaube, eine zweite Staffel mache ich nicht. Das nächste Mal engagiere ich einen Panda-Bären. Keine Ahnung, ne? Und ich habe ja im gestrigen Video schon darüber gesprochen. Die beiden Hosts hatten ja in einem TikTok-Livestream angekündigt. Sorry, ich weiß nicht, meine Metaphern werden immer absurder. Aber ich kann auch nur mit dem arbeiten, was ich kriege. Es ist alles nur noch absurd. Es ist von vorne bis hinten alles absurd. Dass dieser Podcast zu Ende gehen wird. Und das ist doch dann schon relativ verwundernd, denn man hat ja einiges dafür getan, um diesen Podcast irgendwie am Leben zu halten. Es gab so viel Kritik, man hat ja sogar Statements abgegeben. Ja. Ich will ihm ein Gutti geben. Ich will ihm einen Gutti geben. Ein kleines Betthupferl. Aber jetzt ist 9, jetzt ist Betty-Zeit. Wo ist es denn verwundernd? Jedem war vollkommen klar, was die Leute verwundert hat, ist, dass überhaupt nochmal Folgen rausgekommen sind. Weil man vermutet hat, okay, die haben gecheckt, dass das nirgendwo hinführt, die lassen es jetzt unter ferner Liefen so im Sande verlaufen. Da wird nicht mehr drüber gesprochen und die wissen, was los ist, wir wissen, was los ist und dann lassen wir die Sache gut sein. Es ist aber verzweifelt versucht worden, Gesichtswahrung zu betreiben. Deswegen hat man es auf Krampf dann nochmal ein paar Folgen durchgeballert. Vielleicht auch, weil sie bereits bezahlt waren. Ne? Man hat sich aber auch keine Mühe mehr gegeben. Die sind ja die letzten Male nicht mal mehr in dieses scheiß Studio gekommen, das sie denen da hingestellt haben. Die haben sich einfach von irgendwo, wo gerade auch immer der Typ ist, der Sushi ihr Abendessen bezahlt. Von da haben die gerade irgendwie übers Internet mit einer gottserbärmlichen Drecksqualität einfach mal eine Stunde lang Bullshit in die Mikrofone genuschelt, vollkommen so offensichtlich, ja, komm, reißen wir jetzt hier runter die Scheiße. Mit einer Mentalität, wie ich damals beim Nachsitzen, als ich meinen zweiten Verweis fürs Hausaufgaben nicht machen bekommen habe. Ungefähr mit dem Elan saßen die da drin, ja, komm, mach mal halt jetzt. Wenn es denn sein muss, kriegen wir halt dann das Geld und dann ist gut. Und immer wieder gesagt, dass es mit diesem Podcast weitergehen. Im Übrigen, ich würde auch gern mal, vielleicht macht sich da jemand, ich sag's euch ganz ehrlich, mich würde es zwar interessieren, aber nicht so sehr, dass ich es selber machen würde.
wie viele Stunden netto Podcast jetzt da tatsächlich entstanden sind und was die da bekommen haben und das runterrechnen auf den Stundenlohn. Das wird mich wirklich... Aber ich habe auch Angst davor, das zu machen, weil ich es dann wahrscheinlich mit meinem Stundenlohn für richtige, echte, ehrliche Arbeit vergleichen würde und da wäre wahrscheinlich... Man sagt, ihr kriegt dann so Hasslatte, dann heißt es immer, wenn sie nach 4 Stunden nicht weggeht, musst du ins Krankenhaus und dann gehen ja mit einer Nadel rein und müssen das Blut rauslassen. Das ist alles fürchterlich. Nee, deswegen denke ich mir, mache ich wahrscheinlich besser. Ist mein eigener Seelenfrieden wahrscheinlich eher gewährleistet, wenn ich das nicht mache. Wird. Und man hat sich immer gefragt, warum hält man denn an diesem Format fest? Warum möchte man denn so unbedingt, dass dieser Podcast weitergeht? Ja, wie gesagt, Gesichtswahrung. Es ist einfach Gesichtswahrung. Dann hat man es geschafft, dass der Podcast weitergeht und nach einigen wenigen Folgen ist dann jetzt nun Schluss. Und ja, Henna und Suki hatten ja schon angekündigt, dass sie über Funk auf jeden Fall in einem eigenen Podcast noch auspacken werden. Das Ja, auch da wieder Rainer Winkler-mäßig, ne? BLM-Staffel, dann sitzt er da. Das hätten die auch machen können. Aber wie geil wäre das gewesen? Dann sitzen sie da, nicht im Studio, sondern einfach an dem Mikrofonarm hier den Zettel dranhängen. Weil ihr gemein zu uns im Internet wart, sagen wir jetzt nichts. Und dann sitzen die da und schauen sich D-Max an oder so, keine Ahnung. Drachenlord Cosplay. halten wir auf jeden Fall im Blick und ja, wenn es da Neuigkeiten gibt, sage ich euch da auf jeden Fall Bescheid. Eine weitere kleine Meldung, die ich jetzt gesehen habe beim Start des Renderns des Videos, ist, dass Fanblast selber nochmal mehr oder weniger ein Statement gemacht hat. Viele hatten es schon vermutet, nachdem vor allem auch die ganzen Statements auf deren Instagram-Account einfach ja, kommentarlos gelöscht wurden. Ja, gut, man, da haben die Leute vom Fanblast gedacht, ja, wir sind ja Profis, wir kriegen das schon hin. Wir haben ja hier jemanden als Social Media Manager. Die heißt ja, jeder Dulli heißt heutzutage Manager, um sich geiler zu fühlen. Ne? Facility Manager, dergleichen. Ne? Wir haben sicher einen Social Media und Public Relations Manager. Da ist halt auch irgendeiner von diesen BWL-Bros, der ein bisschen zu auf sich das Näschen gepudert hat, wie der ganze Rest von denen und jetzt einen Gottkomplex hat und sich denkt, naja, I got this. Spoiler-Alarm. He didn't. Und dann, wenn die irgendwann festgestellt haben, scheiße, wir kriegen das jetzt, alles Koks der Welt kriegt uns das nicht gewuppt. Ich glaube, wir müssen tatsächlich mal so einen richtigen, echten Anwalt anrufen. Und der hat sich die Situation angeschaut und hat gesagt, Leute, ihr löscht die Scheiße, aber jetzt sofort. Aber jetzt sofort und der Nächste, der hier irgendwas postet, den hänge ich höchstpersönlich am Pimmel am Fahnenmast auf. Ich glaube, bei euch hakt's. Raus mit der ganzen Scheiße aus dem Internet. Ihr schaufelt euch euer eigenes Grab. Jetzt haben sie es auf ihrer Website auch offiziell angekündigt. Liebe Creator, liebe Fans, demnächst stellen wir den Betrieb in der Dachregion vorerst ein. Das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz. Geil! In der Dachregion stellen sie es ein. Im englischsprachigen Raum sind sie uns noch nicht auf die Schliche gekommen, heißt es. Und da bleiben wir auf jeden Fall noch, weil wir brauchen ja das Geld, um hier die Anwälte bezahlen zu können. Ich kann das nicht mehr. Oh. Wir bedanken uns für die zahlreichen schönen Momente. Beste Grüße, Fanblast. Das ist es dann jetzt also. Da muss er selber lachen. Die schönen Momente. Das kann ich mir gut vorstellen, als die dann die Zahlen auf dem Konto jeden Monat gesehen haben, dass das die schönen Momente für die waren. Ich sag's euch, die Momente, wo dann die Leute auf ihr Konto geschaut haben, waren nicht so die schönen Momente, wo sie festgestellt haben, oh Digga, ich habe hier Betrügern 10.000 Euro gegeben, weil ich mir gedacht habe, ich kann damit irgendwie meiner Lieblings-OF-Creatorin irgendwie den Hals aus der Schlinge ziehen, also die aus einer fürchterlich schlimmen finanziellen Lage befreien und damit sich die dann unsterblich in mich verliebt und wir in Zukunft, keine Ahnung, ne, von ihrer OF-Kohle in der Karibik leben können. Also 10.000 Euro gut investiert. Alter, ja, schöne Momente.
Ende des Tages, ja. Die ganze Aufarbeitung, die haben sich dann irgendwann gedacht, scheiß drauf, wir verpissen uns einfach. Genauso kommt das Ganze rüber. Hier, Just Legends Nummer haben die gemacht, ne? Einfach den Namen vom Klingelschild genommen, sich die Duffelbags mit der restlichen Kohle vollgestopft und sich verpisst. Diese ganzen Statements, diese ganzen Aufarbeitungen, die da kommen sollten, die haben im Grunde genommen überhaupt nichts ausgesagt und jetzt Also hier, keine Ahnung, wenn jetzt die Ukraine-Nummer zu Ende geht und dann die russische Wirtschaft so komplett am Ende ist und wir eine neue Welle der Post-Collapse Geierei und Korruption erleben, so wie es in den 90ern war, nach einem Zusammenbruch der Sowjetunion, wo die Geier sich drauf gestürzt haben. Da ist sicherlich dann irgendwo noch ein Plätzchen für die Leute. Und dann kommen sie wieder. Dies ist Fanblast. Wir waren immer schon russisch. So, hey, komm, Karl-Heinz. Ne? Yeah. Komm klar. Ich nix, Karl-Heinz. Nossi nix hat irgendwas zu tun mit unserer Firma. zieht man sich dann aus dieser deutschsprachigen Region zurück. Viele haben es bereits vermutet, dass das der Weg sein wird, dass man einfach versuchen wird, im internationalen Raum da weiter aktiv zu sein, weil da ist das Video von Rob Bubble, denke ich mal, noch nicht durchgedrungen, aber hier in der deutschen Region, da wissen die, dass die da einfach nichts mehr reißen können und Ja, erstens das und zweitens, wie gesagt, ich nehme an, dass die Justizmühlen fleißig am Malen sind im Hintergrund. Also, alles, was die jetzt hier in der Dachregion weitermachen, sorgt ja nur dafür, dass dass du mehr Zeit verschwendest bei der Anklageverlesung. Was anderes macht's ja dann nicht mehr. Die generieren ja da auch kein Geld mehr damit, sondern sie generieren einfach nur noch mehr Aktenordner für den Prozess gegen sich selbst. Wäre richtig dumm, wenn die da weitermachen würden jetzt hier. Aber ich finde es schon super dreist, dass man sagt, hier, aber im englischsprachigen Raum und überall anders auf der Welt, da wo sie es jetzt noch nicht mitbekommen haben, dass das Scam ist, da scammen wir fleißig weiter, Digga. Aber da darfst du Gift draufnehmen. Und ich wette, was die Verantwortlichen werden da irgendwie. Der ein oder andere Sündenbock wird dann da wahrscheinlich vorgeschickt. Irgendwer wird über die Klinge springen, aber die Leute, die abgecasht haben, die verpissen sich irgendwo anders hin. Ne? Die hocken in Dubai oder so ein Shit. Und sagen hier, keine Ahnung, war nett, paar Millionen gemacht, zockt man noch ein bisschen woanders die Leute ab und dann High Life. Aber aufpassen mit den Drogen in Dubai, ne? Kann schnell Scheps gehen. Fragt mal den Simon Desue. also der Weg, sich komplett aus dieser Region zurückzuziehen. Ja, was soll man dazu noch sagen? Weiß ich nicht. Schreibt es mir gerne einmal in die Kommentare und ja, jetzt kommt zum Ende noch der Ballwurf. Bitteschön. Ah ja, ich hoffe immer, dass er mal trifft. Warte mal. Aus Zeitgründen gibt es keine Good News. Ich habe den Ball aber wieder gefunden. Das ist eine Good News und ich guck mal. Das waren die News von heute. Ich glaube nicht, dass Day das jemals treffen wird. Ich glaube, da hat er sich zu viel vorgenommen. Das Ding ist zu weit hinten. Ne? Wenn er vielleicht den Schreibtisch ein bisschen näher an die Wand stellt. Aber dann hat er nicht mehr das ganze Zeug hier schön im Frame. Hat er sich schön aufgebaut. Muss man sagen, die Vitrinen, die Beleuchtung und sowas. Klar, dieses alles in blaues Licht getaucht, muss man mögen. Ich finde es eigentlich ganz entspannt. Ja, hat er schön gemacht. Ne? Auch wenn er näher hingehen würde, dann sieht man den guten Gronk hier hinten nicht mehr. Das ist halt auch so bezeichnet. Er hat halt sogar Gronk hinten dran. Ne? Ich glaube ihm da seine Naivität und seine Gutgläubigkeit schon. Aber es ist halt, ja. Leute, schreibt es ihm unten rein, schreibt es mir unten rein, bleibt aber zu ihm freundlich, bitte. Was haltet ihr davon? Seid auch der Meinung, ne, dass da irgendjemand massiv aus dem Arsch geschwallt hat bei der Fanblast-Nummer und dass die Alte sich nur den Kopf aus der Schlinge ziehen will? Seid ihr auch so schockiert wie ich, dass der Brave Mädchen Podcast jetzt doch eingestellt wurde und so fürchterlich traurig? Und ja, in diesem Sinne, Leute. Mad Love.